Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wenn ich ehrlich sein soll, Leute, ich habe genug von Novigrad fürs Erste. Und wir machen uns auf nach Velen, oder wohl eher zurück nach Velen. Einerseits für Ciris Zimmer, dann ein bisschen zu gucken, was wir noch offen haben, die Quests. Und dann auch noch wegen einer alten Bekanntin von Geralt. So, es dürfte relativ schnell gehen, wir haben schon eine hohe Stufe und so weiter. Wen wir ja weiter unten war. Zack, da haben wir noch eine, okay, sind in den großen Städten, also sehr gut. Hä, wo ist zum Henker ist ja die Quest? Ja, toll, man sieht's kaum. Ja, jetzt haben wir das auch gesehen. Beim Baron, natürlich, gut, dass er gar nicht da war. Der hatte seine Frau Anna, das ist einen blauen Bären gebracht und so weiter. Die Quest, die wir ein bisschen, also die ich ein bisschen verhunzt habe. Weil die kann man so viel interessanter und so viel größer gestalten. Aber doch schon damals, wo es halt dieses, was war das schon wieder? Irgendwie der Schutz des Waldes oder irgendetwas? So, nein, der Geist des Waldes, wo es um die ging. Und wenn sie da entscheiden mussten, helfen wir ihr oder sind wir gegen sie, also sprich, helfen wir ihr oder töten wir sie. Dort hätten wir ihr helfen sollen, statt sie zu töten, und dann wäre die Quest anders ausgegangen. Das war noch ein bisschen trauriger, aber... Ne, ich glaube sogar... Ist er trauriger? Ja, kann man sehen, wie man jetzt will. Irgendwie ein bisschen beides von. Aber egal, ganz kurz noch ein bisschen hier upgraden. Mit verbessern, wenn es geht. Nö, kein Bock auf Gewinn. Immer noch nicht, sorry dafür. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Wie gesagt, ich finde es Feuerhaken. Alter. Gut, Leute, macht viel Schaden, das sehe ich ein, aber sorry. Nee, so etwas mache ich nicht. Ich meine, eine Waffe, die so viel Schreckliches angetan hat. Nee. Pferden in der Hose brauchen wir auch nicht. Hexen schlecht. Wieso so viel Plus? Habe ich irgendetwas anderes bei mir oder wie? Was zum Henker? Momentan eine Waffe dabei? Ja gut, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Scheiße, wieso habe ich das Teil dabei? Stumpfes Schwert, Schmettern, Schaden. Wieso? Wann habe ich die... War das die Requisite? Nee, da wäre keine Stahlwaffe. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch niemals gesagt, ich soll die ausrüsten. Nur für Rittersporn mal ausgeborgt. Ja, also nee, sorry, aber ein Stumpfes braucht ja kein Mensch. Dann rüste ich den wieder aus, obwohl ich jetzt natürlich ein Hexenjägerschwert noch hätte. Das 16. Naja, Schadenswert wird noch mehr einbringen, wa? Wir haben halt noch einen kritischen Trefferbonus drauf. Vermutlich schlussendlich ein bisschen besser. So, also mal gucken, was wir sonst noch so haben. Werden sie verkaufen, aber es sind ja auch teuer, Menschenskind, hey. Ja, sonst noch etwas Interessantes zum Verscherbeln. Sieht nicht gerade so aus. Zerlegt werden und verkauft werden. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Geld, wa? Wir haben nicht mehr so viel. Boah, Alter, so viele Bärenfälle. Kann ich mal 3 Stück verkaufen. Und dann halt sonst mal zerlegen. Bei Gelegenheit, eine alte Münzen, nee, kein Wert. Glas verkaufen, macht er schon. Ne, okay, passt. Leb wohl. Wieso habe ich ein stumpfes Schwert ausgerüstet? Lecco mio, also ganz ehrlich. Ich rüste mal das aus. Hexenjägerschwert. Und vor allem, wann habe ich das ausgerüstet? Mir gar nicht aufgefallen.
So, zum Verzehren haben wir da noch etwas Interessanteres dabei. Hühnerbrötchen. Oh, klingt aber lecker. Hier wimmelt es nur So. von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blenden. Ah, Hexer. Hallo. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. An den Baron sicher nicht. Naja. Zum ehrlich zu sein, mir ist es auch scheißegal, weil mit Wählen bin ich eigentlich durch. Mir geht es eigentlich mehr noch ein bisschen um Ciri und danach um Keira noch. Und dann kann ich dort eigentlich mal kreuzweise. La 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 la. Bulli Balba. Also hier. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Okay, das kennt er scheinbar. Gut. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Geh zur Küche und sprich mit Gretka. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt, Woher weißt du das? weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Kann ja eigentlich nur Rittersporn gemeint sein. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Einen grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Okay. Interessant, trotz allem war. Ciri war also auf der Suche nach uns und einer Hexe. Die Frage ist jetzt halt, oder Zauberin, und die Frage ist halt nach wem? Nach Triss wohl ja weniger, aber weil Yen war ja scheinbar diejenige, die für Ciri eine Art Mutterfigur war. Und Triss ist scheinbar nur so eine Art große Schwester, wieso, keine Ahnung, das muss man sie dann nachher fragen. Das Buch, genau, Inventar. Meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf Laguerre, Kulturminister des Königreichs Temerien, Büsima 1265. Wer da meint, dass sich im Fluchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens an einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen über der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit in den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz-Leon
Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Ja, mal sagen, das Gewöhnliche. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vizima. Ja, Mann! Wow, gut, das war eine alte Quest, in dem wundert mich das nicht wirklich. Nur weniger fliegende von Stufe 23, Alter. Ja, gut. So lange das auch nicht mehr war. Mal schauen, was unser alter Freund dazu noch zu sagen hat. Hey Jungs, ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorstellen? Meine Nase ist frei, ja, mein Hals ist im Arsch. Naja, nö, Arsch ist übertrieben. Gut, gib mir die Münze. Nur ein bisschen so viel gequatscht letzten Tage. Sowohl Let's Plays als auch privat ein bisschen zu viel. Beziehungsweise beruflich. Was faselst du da? Wie sieht's aus? Sagst du uns Süp. oder willst du das Blut deiner Mutter annehmen? Grunz, Grunz. So, wenn wir sagen, teleportieren bitte schön aus dem Weg. Du Arsch mit Ohren. Wo ist sie denn natürlich? Hier? Ist es ihr Haus oder was? Moment, ist es nicht. Oh ne, eventuell schon wieder irgendwie ein Part ab 18. Ja, aber das Spiel selbst ist auch ab 18. Also dem müsste eigentlich jede Folge ab 18, also Altersfreigabe halt machen. So viele Quests sind es gar nicht mehr, war jetzt mal noch die hier noch. Dann die Rolle machen wir momentan noch nicht. Dann haben wir noch die 2 ist vorbei. Sprich nach, werden noch halt die restlichen Machtpunkte und so weiter suchen und Machtorte und zu steigern. Dann noch ein bisschen Alchemie und zu Rüstungen vielleicht noch ein bisschen schmieden. Dann halt einen Geldtrick oder nicht Cheat, nee, einfach nur einen Geldtrick noch anwenden und dann geht's auch noch das Geldige. Also ja, denke eigentlich doch, so in 3, 4, 5 Parts hoffentlich. So, sperren wir trotzdem mal. Stein länger nicht mehr gemacht. Zack, zack. So, dankeschön. Da mal gucken. Ja, drin ist sie. Wartet natürlich auf uns, war. Hat sonst nichts zu tun. Ich bin gespannt, weil ich weiß auch, dass auch mit Kera soll es noch so eine, ich sage jetzt mal, Bait-Szene gehen. Aber jetzt hat ja schon eine mit Tristan, hat ihr seine Liebe gestanden. Wäre jetzt seltsam, wenn es noch eine geben würde mit ihr. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Servus! Keira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde. Keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein, heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es, viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen.
Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Ja, ich merke schon, ich hätte die Quest viel früher machen sollen. Zu einem anderen Thema. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja, also ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn so eine alte Freundin uns fragt, so eine hübsche Frau und so, also das ist natürlich klar, dass wir da, ja. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich habe mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Klingt doch gut. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Das hat wohl keiner. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Das ist alles? Das ist alles? Ja, toll. Ja. Tja, von wir wissen, was wir zu tun haben, war ein Turm voller Ratten. Ne, das war es nicht. Oder doch? Doch war's. Ja, ich meine, sorry, das ist Stufe 6, das werden wir jetzt wohl locker schaffen. Knapp 100 Meter, okay, schaffen wir auch noch. Was sind noch mit irgendwie Questgegenständen? Eine Tasche habe ich schon, und das kann ich glaube nicht irgendwie gebrauchen, war? Nö, das geht so nicht. Die Lampe kann ich so verwenden, war?
Was doch was anderes. Moment, die hat es da ausgerüstet. RB, ja. Hä? Ah, jetzt. Du. Ich habe jetzt mehrere Punkte da drauf. Ich bin schneller, du Ries! So, und bald sind wir schon mal da. Ich hoffe es zumindest. Bin gespannt. Wer kann so als Gegner dazwischen war? Ich meine, hallo, wir sind bald Stufe 16, da wird... Hallo Kumpel, hängst ein bisschen ab, wa? Okay, hab schon beste Sprüche gebracht. Das erste Mal mit dem Boden unterwegs übrigens. Ja, wie komme ich jetzt da rauf? Ja, das war elegant, Geralt, aber ich glaube, es geht auch einfacher. Ne, scheinbar doch nichts. Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Boote. Rosa Felsen kann auch sinken. Ja, gut zu wissen. Das Steuer eines Boots übernehmen. Wo ist das Steuer? Du musst es auf altmodische Art und Weise steuern. Geht aber relativ gut von der Hand. Erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed Rogue von dem her. Ja. Und so ähnlich etwa werden wir wohl in einigen Parts auch nach Skellige reisen. Was soll jetzt auf Felsen irgendwie... Okay, schnell reisen. Natürlich bringt das jetzt nicht viel, auf eine unbekannte Insel zu gehen. Aber gut zu wissen. Und trotzdem hoffe ich, dass jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Meeresungeheuer so etwas auftauchen. Das wäre jetzt ein bisschen sehr doof. Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Alter, was ein Empfang. Fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Bin ich schon verloren. Ja, genau das sagt sich Geralt gerade auch. Von dem her. Alter, was für eine Verbindung war. Also qualitätsmäßig. Naja, muss noch ein bisschen überarbeiten. Oh. Schön, wir haben nur Einwohner. Vielleicht sollte ich das Boot hier parkieren, wobei muss ich irgendwie drauf. Na, ich denke mal, es müsste klappen, war so. Ja, ne Vermutung kommen wir jetzt nicht mehr drauf, aber gut, anderes Thema. Servus, Freunde! Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenogloss? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Toll, ich bin kaputt. Mist. Ah, das sind die Viecher schon wieder. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Geister finden geht zum Turm. Ja, dann machen wir eher mal das hier.
wieso hat sie da umgeswitcht? Ich muss trotzdem nach oben, okay. Ah, komm schon, erst Spastis. Trunken Level 4, hallo. Die Quest wird relativ schnell gehen, denke ich jetzt mal so. Servus! Kommt noch einer? Ja, Hallöchen! Oh, ein Ghoul muss das sein. Da kommen noch mehr Viecher. Naja. Boah, was sind... Wow. Was sind das für Mücken? Die machen scheinbar auch irgendwelchen Schaden. Moment mal ganz kurz, wenn ich schon mal dabei bin. So, also rausgezoomt. Oh Mann, ey. Wow, die Lampe hilft echt gut. Die sehe ich auch ein bisschen mehr. Und hat natürlich noch Feuerschaden drauf. Meine Fresse, ey. Was hier los ist, Freunde, und was genau hier los sein wird, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Hier auf der Insel. Ein Turm voller Ratten. Und mal gucken, das tun wir bereits, wie es dann auch mit Kira weitergehen wird, war? Immerhin da zwischen ihr und Geralt, man weiß ja nie. Bis dahin, tschüss.